SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Eine spannende Heldengeschichte. Sie handelt von mir. Vom Anton unter Wasser. Sie fängt an zu einer Zeit, wo ich noch Star Flashman geheissen habe. Alles klar? Also. Wir sind auf der Autobahn. Der Großpapi steuert, das Großmami singt und ich habe meine Badhose an. Komm, gib Gas! Sag ich zum Großpapi. Ich habe eben gern schnelle Autos. Oh, es wäre cool, denke ich, wenn jetzt alle Autos würden auf die Seite fahren und uns Platz mieten. Aber der Großpapi fährt nur 100. Wegen dem Wohnwagen. Der Wohnwagen. Ich schaue hinten zum Fenster raus. Man sieht, wie er hinter uns herwackelt. Er könnte auch ein Space Shuttle sein, denke ich. Dann wären wir ein Astronautenteam auf dem Weg zur Weltraumstation. Ich wäre der Raumschiffspilot und würde die Großmami und der Großpapi sicher zum Mond bringen. Mit 500.000 Stundenkilometer. Ich schaue zum Fenster raus. Auf der rechten Seite natürlich. Ja, auf der linken wird man nur alle Autos sehen, die uns überholen. Wir fahren. Wir fahren in Ferien. Und ich habe meine Badhose an. Yeah! Dann kommen wir zum Campingplatz. Der ist ziemlich cool. Es gibt Spielautomaten, ein Ping-Pong-Tisch, ein Bar mit Chips und Glasse und sogar ein Disco. Ich komme aus dem Auto raus, in meine Badhose. Ich rief «Venga, amigos!» und renne übers Gelände, wo eigentlich cool ist. Aber nur eigentlich. Weil, wo man auch anschaut, nie ein Swimmingpool. Großpapi, soll das ein Witz sein? Nein, natürlich nicht, sagt der Großpapi. Er hat den Wohnwagen auf unseren Standplatz gezogen und macht ihn jetzt fest. Und wo ist der Swimmingpool? Das Großmami lacht. Wir sind doch hier am See, sagt sie und legt den Arm um meine Schulter. Oh, ich hasse das, wenn sie das macht. Bin ich ein Buschi oder was? Ich schubse fort und stampf 3 Schritte weg. Ich stampf richtig fest. Ich glaube, der Boden zittert ein bisschen. Das ist jetzt aber nicht euren Ernst, oder? Ich fange ganz leislich an. Aber ich bin der Star Flashman. Und es ist klar, dass ich jetzt den grad laut werde. Der wollt also, dass ich hier Ferien mache. Da! Hallo? Geht's eigentlich noch? Das Großmami und der Großpapi sind baff. Sie haben scheinbar nicht damit gerechnet, dass ein Kind ein Swimmingpool erwartet. Hey, manchmal frage ich mich schon, auf welchem Planet die leben. Wir sind extra wegen dem See hierher gefahren, sagt der Großpapi. Und das Großmami fragt, was willst denn du mit einem Swimmingpool? Was für eine Frage. Wenn ich ein Swimmingpool hätte, würde ich ein Köpfchen reinmachen. Und eine Arschbombe natürlich. Und ich würde 2 bis 3 Minuten unter Wasser die Luft anhalten. Ich würde tauchen und die Mädchen an den Fies packen oder so. Auf jeden Fall würde ich Kinder vor dem Ertrinken retten, wenn ihre Schwimmflügel die Löcher bekämen und sie würden absaufen. Jo, ich würde sofort mit einem Köpfler ins Wasser gumpen, durchs ganze Becken tauchen und das kleine, abgesoffene Kind vom Poolboden aufholen. Dann würde ich es mega schnell seinen Eltern zurückbringen. Die wären schon ganz verzweifelt, weil sie ums Leben von ihrem kleinen Buschi ging. Ich würde sagen, grüezi miteinander. Ich soll ihnen das Kind hier bringen. Dann würde ich meine Sonnenbrille anziehen und in den Liegestuhl legen. Oh, ja Mann, es gibt unendlich vieles, wo man mit einem Swimmingpool anfangen könnte.
Der Rest vom Oben rede ich kein Wort mehr mit den beiden Verrätern. Sie packen ihre Sachen aus und räumen den Wohnwagen ein. Ich sitze auf dem Sofa und schaue einen Actionfilm. Nach dem Film baue ich das Sofa zum Bett um und gehe schlafen. Ich fühle mich allein. Mega allein mit meinen Ferien. An einem Ort ohne Swimmingpool. Nicht einmal eine Ratte wird das aushalten. Am nächsten Morgen werde ich von einer saublöden Fischerrute geweckt. Sie sticht mir im Bauch. Ich drehe mich um. Wo sind denn jetzt meine Würmer? Fängt der Grosspapi an zu schwätzen. Er hat zwar nur leislich vor sich angemurmelt, aber ich habe es trotzdem deutlich gehört. Würm. Ich riss sofort die Augen auf. Habe ich gerade Würm gehört? Der Grosspapi dreht sich um. Die Fischerrute, die er in der Hand hat, fängt mir übers Gesicht. Ja, guten Morgen, Anton, sagt er. Und dann sucht er weiter nach seinen Würmern. Jetzt unter dem Sofa, wo im Moment gerade mein Bett ist. Ich komme blitzschnell auf den Tisch. Ich habe sie in einer Büchse gehabt, murmelt der Grosspapi. Jetzt taucht die Grossmami auf. Das Morgen ist parat. Sie geht wieder raus und durchs Wohnwagenfenster sehe ich, dass auf dem Morgentisch meine Lieblings-Knispo-Knusper-Schocki-Flakes. Weil ich nicht durch einen wurmversuchten Wohnwagen will laufen, habe ich mich mit der Hand am Dachfenster fest, stoße mich mit den Füßen vom Tisch ab, schwinge ein paar Mal hin und her und lass los. Ich tatsch voll gegen den Kühlschrank. Es tut brutal weh. Aber ich heule nicht. Nach dem Morgen ist der Grosspapi wieder mit seiner Fischerausrüstung beschäftigt. Immerhin hat er in der Zwischenzeit seine Würmer gefunden. Er hat sie zunderst unten in seiner Tasche verstaut. Zum Glück. Das Grossmami zieht ihr Barkleid an. So wie es aussieht, haben die beiden vor, an den See zu gehen. Ich habe nichts dagegen. Jedem sein Spass. Ich zum Beispiel will jetzt gemütlich in meinem Bett liegen und Fernsehen schauen. Und vielleicht später noch eine zweite Portion Knispo-Knusperflakes essen. Die sind nämlich mega fein. Gerade als ich es mir bequem gemacht habe und die ersten Programme am Durchzeppen bin, klopft es von außen an die Scheibe. Es ist Grossmami, mit einem Sonnenhut auf dem Kopf. »Wir wollen los«, rief sie. Ich wink und rief, »Viel Spaß!« Aber sie klopft nochmal. Jetzt Lüto. »Anton, komm jetzt endlich!« Und dann fängt ein mega Stress an. Ich soll mit an den See gehen. Sie zwingen mich dazu. Ich sag, mich zwingt keiner. Ich bin ein freier Mensch, kapiert? Die beiden regen sich auf, weil ich noch im Pyjama bin. Was wollen sie eigentlich? Sie können mich doch einfach im Wohnwagen lassen, im Pyjama. Dann hätten sie ihre Ruhe und ich auch. Aber nein, ich muss mit an den See. Okay, dann halt. Ich latsch quer über einen Campingplatz hinter zwei alten Leuten her. Die eine hat einen Sonnenhut und einen Sonnenschirm dabei, der andere eine Fischerausrüstung. Naja, immerhin ist der See gerade hinter dem Campingplatz. Es gibt eine grosse Stelle zum Baden, mit einem Sandstrand und einem Holzsteg. Dort hat es Kinder, die Arschbomben machen. Das Grossmami und der Grosspapi gehen noch ein Stückchen am Strand entlang, bis sie eine Stelle gefunden haben, die ihnen gefällt. Sie laden ihre Sachen ab. Direkt am Wasser. Ich bleib hinten bei den Bäumen. Das Grossmami geht barfuß runter an den See und dunkt ihren Fuß ins Wasser. Mit schudert's voll. Nur vom Zuschauen. Oh, wie herrlich, rief das Grossmami. Komm, Anton, wir gehen schwimmen. Ich bewege mich nicht vom Fleck. Habe ich schon gesagt, dass ich Seen hasse? Wäh! So grusig. Man sieht schon von weitem das schleimige Seegras dort vorne im Wasser.
Sie ist so hoch, dass es einem beim Schwimmen den Bauch streichelt. Voll horrormäßig. Okay, ich gebe es zu, ich sehe es nicht wirklich. Ich stand schließlich mindestens 10 Meter vom Strand weg. Von da hinten kann man nicht ins Wasser hineinschauen. Aber man kann die Wasseroberfläche sehen. Und das langt mir. Die ist nämlich schwarz. Bachschwarz. Es schüttelt mich richtig. Ich meine, wieso ist Seewasser schwarz und Poolwasser so schön blau? Hä? Eben, ich sag's ja. Der See ist garantiert voll Seegrasschleim und Dreck. Ich schwör euch, dort innen wimmelt's von glitschigen Fischen, wo von allen Seiten auf einem losgehen und einem um Bein rumflutschen. Von Muscheln, wo auf und zugehen und ein dabei pfatzen, von Schnecken, wo ihr Schleim ablösen und Fisch, wo ins Wasser bisseln und Quallen erst. Die Großmami ist also im Wasser. Sie schwimmt zuerst ein bisschen auf dem Rücken, dann ein bisschen auf dem Bauch. Dann rief sie: «Kuckuck, Anton!» Ich kann gar nicht hinschauen. Also ziehe ich meine Sonnenbrille an. Es muss ja nicht gerade jeder merken, dass es mir gruß meiner eigenen Großmutter beim Schwimmen zuzuschauen, oder? Der Großpapi fragt: «Soll ich dir zeigen, wie man fischt?» «Oh nein, merci.» Am Oben ist schlechte Stimmung. Ich habe mir an der Bar Chips und Glasse geholt und mich im Wohnwagen vor den Fernseher gesetzt. Aber das Großmami und der Großpapi wollen lieber ein Spiel mit mir spielen. Sie stehen mit dem Mensch ärgere dich nicht vor mir. Ich kann sie nicht richtig anschauen, weil im Fernsehen gerade eine Verfolgungsjagd läuft. Ach, die sind doch wirklich genug alt zum allein spielen, sage ich zum Großmami und zum Großpapi. Aber sie hören nicht auf stürmen. Dann ist endlich Pause und sie zeigen Werbung. Ich stelle den Ton ab und kann schnell ein ernstes Wörtchen mit meinen Großeltern reden. Es kommt aus, dass sie sich beide Sorgen um mich machen. «Easy, Mann», sage ich. «Ich bin okay.» «Du bist überhaupt nicht geschwommen», fängt der Großpapi an. «Kannst du etwa gar nicht schwimmen?» fragt die Großmami. «Sollen wir dir das zeigen?» Ich erkläre Ihnen den Unterschied zwischen schwimmen können und schwimmen wollen. «Also gut, dann willst du nicht», sagt der Großpapi. Endlich, er hat's kapiert. Das Großmami findet es immer noch schlimm. «Wenn du nicht schwimmst, dann hast du doch gar keine Freude an deinen Ferien. Dann ist er doch langweilig.» «Genau», sagt der Großpapi. «Und darum machen wir uns Sorgen.» Oh je. Ich will ja meinen Großeltern die Ferien nicht versauen. Darum verspreche ich ihnen, die nächsten Tage nicht wieder stundenlang mit einem sauren Stein rumzuhocken. Ich verspreche ihnen, mit an den See zu kommen und andere Kinder kennenzulernen. Alles klar? So richtig überzeugt scheinen sie noch nicht zu sein. Ich heb dem Großpapi meine Hand an. «Gimme 5», sag ich. Der Großpapi schlägt ein. Dann gebe ich dem Großmami ein Schmützli. So, jetzt lächelt sie. Endlich! So einfach kann man Großeltern glücklich machen. Mein ferngesteuerter Power Racer, der X3C, ist ein guter Kollege. Man kann sich voll auf ihn verlassen. Mit seinen 3 Gängen und seinen extra fetten Truckreifen fährt er im Offroad-Gelände schnell und sicher um. Sogar durch die Pfütze. Ja, schliesslich habe ich ihn selber zusammengebaut. Der Großpapi ist wieder am Fischen. Das Großmami schwimmt. Ich bin mit meinem X3C unterwegs und schaue, was es so läuft auf dem Campingplatz. Ich habe es meinen Großeltern schließlich versprochen. Dass vom Steg aus immer noch Arschbomben gemacht werden, ist nicht zu überhören. Mann, wenn ich etwas hasse, dann sind es Kinder, die mit dem Arsch voran ins schleimiges Seegras hineinjumpen. Ich schaue ihnen eine Weile zu.
Der X3C ist meine Tarnung. Ich lasse ihn einfach am Strand auf und runter cruisen. Wie gesagt, er kann auch durchs Wasser fahren. Dann spritzt es mega brutal. Wasser, Sand, alles auf einmal. Ich sehe 5 Kinder auf dem Steg stehen. Besser gesagt, sie rennen drüber. Sie holen Anlauf, gumpen ins Wasser, tauchen auf, schwimmen an Land, stampfen durch den Sand bis zum Steg, rennen wieder los, über den Steg, ins Wasser, durch den Sand und so weiter. Immer wieder. Nicht ganz dicht. Einer der Buben ist älter als die anderen. Er macht seine Arschbombe rückwärts. Und jedes Mal schreit er mega laut: Caramba! Voll der Bluffsack. Seine Haare hat er auf der Seite abrasiert und das, was noch übrig ist, hellblond gefärbt. Er sieht aus wie ein frisierter Pudel. Sally? Sagt plötzlich jemand hinter mir. Ich drehe mich um. Vor mir steht ein Mädchen. Ihre Haare tropfen und sie lächelt. Ah! Ich schreie auf einmal mega laut und renne davon. Auf der Schulter vom Mädchen klebt ein Stückchen Seegras. Natürlich renne ich nur ein paar Schritte. Dann bleibe ich stehen. War ja voll peinlich sonst. Ich drehe mich um und gehe wieder zurück. Ganz langsam und cool. Ich zwinge mich, nicht auf ihre Schulter zu schauen. «Alles klar?» fragt das Mädchen vorsichtig. Ich gebe nicht gerade sofort Antwort. Damit sie ja nicht meint, ich sei voll durchgefallen wegen ein bisschen Seegras. Ich mache an meiner Fernsteuerung um und lasse den X3C so richtig losbretschen. Der Motor hüllt auf und Sand und Seewasser spritzen unter den Pneu weg. «Wohnst du auch auf dem Campingplatz?» fragt das Mädchen. «Jo, danke», sag ich. Jetzt steigt der Bluffsack mit der Pudelfrisur aus dem Wasser. Er hat gecheckt, dass bei mir etwas läuft. Er schaut zu uns über. «Hast du deine Badhose vergessen?» fragt das Mädchen. «Oh, jetzt brauche ich eine coole Antwort.» «Ich habe sie schon dabei», sage ich. «Ich ziehe sie nur nicht an.» «Oh nein! Mann, das ist jetzt voll uncool gewesen.» «Und wieso nicht?» will das Mädchen wissen. Jetzt kommt auch noch der Pudel. «Ein neuer?» fragt er und zeigt auf mich. «Ja», sagt das Mädchen. «Aber er kann seine Badhose nicht anziehen.» Der Pudel schaut mich ganz genau an. Er ist gut einen Kopf grösser als ich, hat breitere Schultern als ich und Muskeln an den Beinen. Jetzt glotzt er auf meine Beine runter. Ich sehe ziemlich schlaff aus im Vergleich. Und wieso kann er seine Badhose nicht anziehen? Ist sie zu eng? Keine Angst, sage ich ganz cool. Mein super Body passt gerade noch rein. In der Zwischenzeit sind auch die anderen Kinder dazugekommen. Sie stehen alle vor mir und sie haben alle Badhosen an und sind tropfnass. Oh Mann! Ich habe nicht nur meine normalen Hosen an, sondern auch noch ein T-Shirt, Gürtel, Unterwäsche, Socken, Sandalen, eine Kappe und Sonnenbrille. Ich merke, es wird Zeit für einen coolen Spruch. «Und was ist eigentlich mit dir?» frage ich den Pudel. «Ist die Fasnacht nicht schon längst vorbei?» Er spuckt neben seine Füße. Ich mache weiter. «Aber das Kostüm ist nicht schlecht. Das nächste Jahr gehe ich auch als Pudel.» Jetzt lässt der Pudel seine Beinmuskeln spielen. «Was ist? Willst du Stress?» fragt er. Aber ich habe keine Lust mehr mit ihm zu schwätzen. Ich lasse wieder mein X3C rumcruisen, genau am Pudel vorbei. Sand spritzt auf seine Pudelfüße. Er glotzt blöd. Ich nütze den Moment aus, drehe mich um und laufe davon. Das letzte Wort hat natürlich der Pudel. «Hey Mann, mir sieht sich, Alte!» Ich stürme mein X3C weg vom Steg und vor allen Leuten. Ich nehme den Spazierweg um den See herum.
Ich brauche Ruhe, zum Nachdenken. Der Pudel will schlägeln. Das hat man ihm genau angesehen. Aber ich kann mich nicht mit dem Pudel kloppen. Auf keinen Fall. Ich bin nämlich total gegen Gewalt. Also, was soll ich machen? Ich überlege hin und her. Aber mir kommt nichts Gescheites in den Sinn, als mir die ganze Ferien vor ihm zu verstecken. Voll hässlich, oder? Ich laufe immer weiter. Als ich schon halb um den See herum bin, bleibe ich stehen und schaue aufs Wasser. Auf die schwarze Suppe. Ein paar Ruderbötchen sind unterwegs. Und genau vis-à-vis, auf der anderen Seite vom See, ist der Sandstrand mit dem Steg. Ich sehe Leute, die auf farbige Handtücher liegen und kleine Männchen, die auf dem Steg rumrennen und ins Wasser gumpen. Das sind Kinder. Scheiße, Mann, denke ich. Es muss etwas dran sein an dem Dreckszeug See. Wieso sind die Leute nur so scharf drauf? Ich gehe ganz nah ans Wasser an. Ich bin schliesslich der Star Flashman. Und sowieso, es ist nicht, dass ich Angst habe vor dem See. Ich finde ihn nur grusig. Einfach nur mega grusig. Aber jetzt stand ich hier am Strand mit den Zehen fast schon im Wasser und schaue runter. Komisch. Es ist gar nicht so schwarz. Eigentlich ist es sogar ziemlich durchsichtig. Okay. Ich überlege, wie es wäre, wenn ich eine Zehe reindunken würde. Vielleicht gäbe es einen mega Stromschlag und ich habe plötzlich Hyperpower. Ich würde leuchten wie ein Laser. Ich würde mich vom Boden abstoßen und über einen See fliegen. Ich würde die Leute in ihren Ruderbötchen besuchen. Und dann würde ich einen Köpfler machen, mitten in den See rein. Dort, wo er am schwärzesten ist. Und ich würde mit dem Seegras anfangen kämpfen. Jedes einzelne Gräsli würde ich mit dem Laserarm fertig machen. Dann würde ich mich mit letzter Kraft an den Strand schleppen. Und die Leute würden alle jubeln. Dort, wo früher die schwarze Suppe vor sich angegammelt hat, war jetzt ganz durchsichtiges, hellblaues Wasser. Der reinste Swimmingpool. Platsch! Was ist das gewesen? Ich schaue um und sehe einen Frosch. Er schwimmt im Wasser umeinander. Gerade vor mir. Wäh! Zum Glück stand ich nicht im Wasser. Und plötzlich höre ich auch Stimmen. Sie kommen vom Steg am See. Und dann mega laut. Caramba! Am nächsten Tag ziehe ich meine Badhosen an. Es ist sowieso angenehmer so. Es soll nämlich krass heiß werden. Heute will ich im Grosspapi beim Fischen zuschauen. Meine Augen brauchen echt einmal eine Pause vom Pudel und den Arschbomben. Und darum habe ich behauptet, ich will lernen, wie man fischt. Außerdem haben die Grosseltern eine Kielbox, die den ganzen Tag neben dem Grosspapi steht und gefüllt ist mit Kielgetränk. Mein Computerspiel habe ich auch dabei. Du musst den Köder richtig aufspießen, sonst schluckt der Fisch den Haken nicht, fängt der Grosspapi an und nimmt einen Wurm in die Hand. Der Wurm drüllt sich um sich selber. Geht! Ich probiere mich zusammenzureissen und schaue kurz über zum Grosspapi. Aber nur ganz kurz. Boah, der grusige Wurm! Beim Fischen gibt's viel zu tun. Zuerst muss man alles aufbauen und die Rute richtig auswerfen. Dann muss man mega aufpassen, ob sich die Rute bewegt. Aber zwischendurch habe ich schön Zeit zum Spielen und Zitro trinken. Dann fange ich an zu nerven. Gerade als ich an einer mega wichtigen Stelle in meinem Computerspiel bin, kommt der Grosspapi auf. Ein Fisch hat angebissen und ich soll jetzt genau aufpassen. Zuerst musst du ihm Leine geben, rief der Grosspapi ganz aufgeregt. Das ist wie ein Spiel zwischen dir und dem Fisch. Jetzt rennt er mit der Fischerrute am Strand hin und her. Wenn der keine Leine gibt, rief du, reißt er sich wieder los.
Ich stell mir vor, dass dort unten in der schwarzen Suppe ein riesiger Fisch war. Ein Hai, der mit meinem Großpapi kämpft. Der Großpapi hat das Hemd abgezogen. Er ist schon richtig braun und sieht ziemlich cool aus, finde ich. »Komm, Bürschli, komm«, rief der Großpapi dem Fisch zu. Und dann: »Jö, du bist aber ein kleiner Fisch.« Er zieht die Rute aus dem Wasser. Der Fisch zappelt an der Leine. »Schau dir den an«, sagt der Großpapi und schwingt den Fisch direkt an meiner Nase vorbei. Weg damit, sofort!« schrie ich ganz laut. Und auf einmal wird's mir richtig heiß. Ich glaube, ich habe volle Panikattacke. Auf jeden Fall ist meine Stirn plötzlich pflatschnass vor Schweiß. Den Rest kann ich fast nicht mit anschauen. Der Großpapi nimmt den Fisch vom Haken. Der zappelt wie verrückt in seiner Hand. Der Großpapi schmeißt ihn in einen blauen Plastikkübel, den er vorher extra mit Seewasser gefüllt hat. Und der Kübel stellt er genau zwischen mir und die Kielbox. Super! Gegen den Mittag halte ich es nicht mehr aus. Ich habe mega Durst. Wie gesagt, es ist ein extrem heißer Tag. Ich muss jetzt einfach etwas trinken. Ich stand auf und laufe los. Ich mache einen riesen Bogen um den Fischkübel herum und komme von der anderen Seite an die Kielbox an. Ich drehe meinen Kopf vom Fischkübel weg und suche mit meinen Fingern blind eine Flasche aus der Kielbox. Toll. Großpapi sein selber gemachter Kräutertee. Nein, merci. Kein Bock. In der nächsten Flasche, die ich verwünsche, ist Zitron. Eigentlich hätte ich diesmal lieber eine Cola gehabt. Aber egal. Zitron geht auch. Kielbox blind wieder zuzumachen, ist ziemlich schwierig. Ehrlich gesagt, ich schaff's nicht. Ich muss doch einen Moment anschauen. Und schon ist passiert. Ich glotze direkt in den Fischkübel rein. Volle Kanne auf den Fisch. Er bewegt sich. Oh, mega grusig! Erst an meinem Schattenplatz erhole ich mich wieder. Ich will weitergehen. Aber irgendwie muss ich immer wieder an den Fisch denken. Ich habe nur eine halbe Sekunde angeschaut. Aber was ich gesehen habe, ist ziemlich komisch. Erstens ist der Fisch längst nicht so groß wie ein Hai, sondern nur etwa so lang wie meine Hand. Und zweitens ist das Wasser im Kübel nicht schwarz, sondern durchsichtig. Oder eigentlich sogar blau, weil der Kessel blau ist. Genau so wie in einem Swimmingpool. Der Fisch schwimmt also in einem Swimmingpool umeinander und ich gang mittlerweile fast drauf vor Hitze. Voll krass. Meine Zitronflasche ist schon wieder leer. Mein Schattenplatz hat sich in eine Feuerstelle verwandelt, das Computerspiel ist zu anstrengend und ich träume von einem Swimmingpool. Wie geht's echt dem Fisch in seinem schönen blauen Kübel? Ich glaube, ich riskiere noch mal einen ganz kurzen Blick. Hey, der Fisch scheint eine voll krasse Schwimmtechnik zu haben. Er steht die ganze Zeit ganz ruhig auf der gleichen Stelle. Eigentlich sollte er doch abstürzen. Ich schaue mir eine Weile zu. Er hat Streifen auf dem Rücken und eine rote Schwanzflosse. Seine Zähne sehe ich nicht, weil er das Maul zu hat. Hey, schwimm doch mal im Kreis, flüstere ich ihm zu. Wenn ich jetzt einen Swimmingpool hätte, würde ich nicht nur auf der gleichen Stelle schwimmen. Ich würde kreuz und quer und auf und abtauchen. Aber der Fisch lässt nicht auf mich. Ich klopfe ganz vorsichtig mit meinem Finger an den Kübel. Und tatsächlich, jetzt macht der Fisch eine Kurve. Gut, Mann, weiter so, flüstere ich ihm zu. Ich klopfe noch einmal anders an den Kübel. Und diesmal schwimmt der Fisch direkt auf mein Klopfzeichen zu. Ich klopfe nochmal und immer wieder im Kreis an den Kübel. Der Fisch schwimmt im Kreis. Und wenn ich die Richtung ändere,
Kehrt der Fisch auch um? Mega cool. Ich bleib den ganzen Nachmittag beim Fisch, damit er nicht so allein ist. Wir spielen zusammen, im Kreis schwimmen. Oder er steht auf der Stelle und ich zeige ihm mein Computerspiel. Gerade wenn ich mir vorstelle, wie es war, mit dem Fisch im Fernsehen aufzutreten, kommt der Großpapi zu mir. «Für oben», sagt er und langt den Köbel. «Hey, was machst?» schrei ich. «Da ist das Kleid zum Essen», sagt der Großpapi. «Wir nehmen ein neues Köder für morgen.» «Und was heißt das?» frage ich. Wir stecken ihn an die Rute und hoffen, dass er größere Fisch anbisst. Mir wird schlecht in den Ohren. Soll das etwa heißen, dass du ihn willst umbringen? Der Großpapi lacht. Er lacht? Wir brauchen keine Maschinengewehr, sagt er. Als ob's drauf ankam, welche Waffe er will nehmen. Ich tätsch ihn einfach einmal am Boden, dann ist er tot, sagt der Großpapi. Vergiss es, sag ich. Ich will ja nicht behaupten, dass ich ein besonders großer Fischfreund war. Aber schließlich bin ich gegen Gewalt. Und darum bin ich auch gegen sinnloses Morden. Der Großpapi seufzt. Also gut, dann schmeißen wir ihn halt wieder zurück in den See. Oh, das ist ja wieder eine typische Großpapi-Idee. Da hat man im Fisch einen wunderbaren Pool besorgt und dann soll er wieder zurück in die schwarze Pisssuppe. Gerade wenn er angefangen hat, sich in seinem Köbel wohlzufühlen. Ohne mich, sag ich. Aber Anton, was willst du denn? Fragt der Großpapi. Ich will gar nicht. Von mir aus kann alles so bleiben, wie es ist. Was? Wir sollen den Fisch im Köbel lassen? Hey jo, wieso nicht? Ich brauche aber meinen Köbel, sagt der Großpapi. Den will ich mitnehmen. Ich frag mich, für was der Großpapi Fischer geworden ist, wenn er sich mehr für einen Plastikköbel als für einen Fisch interessiert. Und was ist, wenn es heute Nacht stürmt? Dann kippt der Köbel um und der Fisch landet auf dem Boden und stirbt. Willst du das? fragt der Großpapi. Nein, sag ich und nimm den Köbel in die Hand. Wir nehmen ihn mit. Hey jo, schließlich kann man den Köbel gut unter einen Wohnwagen stellen. Dort ist er sicher. Auch wenn es stürmt. Am nächsten Morgen schaue ich gerade als erstes unter den Wohnwagen. Oh, alles in Ordnung. Der Fisch schwimmt seelenruhig in seinem Köbel auf der Stelle. Guten Morgen, sag ich. Der Großpapi kommt und fragt, darf ich ihn jetzt töten? Wow. Dann kriege ich meinen ersten richtigen Wutanfall in den Ferien. Ich kann nämlich brutal hässig werden. Das passiert nur ganz selten. Aber wenn, dann ist es, als ob ich eine Düsenantriebsrakete in meinem Bauch hätte. Zuerst brülle ich den Großpapi an. Pfoten weg vom Fisch! Dann schmeiße ich alle Campingstühle um. Ich bin zwar gegen Gewalt, aber Gewalt gegen Sachen ist etwas anderes. Als nächstes ist Großmami dran. Was gibt's zu glotzen? Schreie ich. Und dann schmeiße ich den Tisch um. Das Großmami rennt davon. Der Großpapi bleibt cool. Bleib ruhig, sagt er immer wieder. Aber ich kann das jetzt nicht hören. Ich vertrage überhaupt nicht mehr. Alles macht mich hässig. Alles. Der Campingplatz, Kinder am Steg, der See, die ganze Ferien. Ah! Ich verkrieche mich unter dem Wohnwagen. Ich will nichts mehr sehen. Das Großmami kommt zurück. Sie schwätzt leislich mit dem Großpapi. Sie hat sicher daheim angerufen und die Mami hat ihr garantiert geraten, mich im Wohnwagen einzusperren, bis ich mich wieder beruhigt habe. Das war wieder mal typisch. Immer werde ich eingesperrt, nur weil es die anderen nicht checken. Ich bin gespannt, wie das Großmami und der Großpapi das ankriegen. Das Großmami steht vor einem Wohnwagen und bückt sich. Anton? La 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 la, schrei ich mega laut, damit sie nicht weiterreden kann.
Ich will nicht weg von hier. Unter dem Wohnwagen ist es dunkel und kühl. Das ist angenehm. Außerdem ist der Fisch auch da. Jetzt ist es eine Weile ganz still. Ich sehe nur die Füße von Großmami und dem Großpapi. Die beiden laufen vor dem Wohnwagen umeinander und bauen Tisch und Stiel wieder auf. Dann essen sie zum Morgen und lesen Zeitung. Sie schwätzen kaum. Erst viel später kommt der Großpapi wieder zum Wohnwagen zurück. Der Fisch braucht neues Wasser, sagt er. Ich ziehe den Kübel zu mir an und schaue rein. Es ist ja noch genug Wasser drin. Er hat den Sauerstoff aufgebraucht, erklärt der Großpapi. Wenn er kein neues Wasser kriegt, dann stirbt er. Ich überlege, das könnte Falle sein. Entweder ich gehe selber raus, dann packen sie mich und sperren mich in den Wohnwagen. Oder ich gebe den Fisch raus, dann kann es sein, dass sie ihn töten. Aber wenn ich mit dem Fisch da bleibe und es wirklich stimmt, dass er neues Wasser braucht, dann spiele ich mit seinem Leben. Ich schaue in den Kübel rein. Der Fisch sieht wirklich ein bisschen schwach aus. Okay, Kollege, da stehen wir zusammen durch, flüstere ich. Der Fisch schlägt einmal mit der Schwanzflosse. Vor dem Wohnwagen steht immer noch der Großpapi und wartet auf eine Antwort. Okay, rief ich, aber kein Seewasser. Das Großmami hat ein riesiges Gurkenglas mit im Ferien genommen. Aus dem essen wir jeden Tag Gurken. Im Moment sind immer noch mindestens 20 fette Dinger drin. Da holen wir jetzt alle raus. Das Großmami spießt sie mit einer Gabel auf und ich heb Teller und Tassen an. Wo das Gurkenglas leer ist, haben wir 2 Teller und 5 Tassen mit Gurken gefüllt. Das Großmami schüttelt den Kopf. Ui nein, murmelt sie immer wieder. Ich boxe ihr in den Arm. Nur ganz fein natürlich. Du hast etwas zu gut bei mir, sage ich. Dann nehme ich das leere Gurkenglas und fülle es mit Leitungswasser. Der Großpapi langt wieder in den Kübel und holt den Fisch raus. Ich beiß 10 zusammen. Der Fisch zappelt wie wild im Großpapi seiner Hand. Aber im Gurkenglas wird er ganz schnell wieder normal. Es ist ein Barsch, erklärt der Großpapi. Er frisst Würmer, Insekten und kleine Fische. Im Moment ist er noch ganz klein. Aber später wird er sicher einmal ein schöner Raubfisch. Ein Raubfisch? Einmal habe ich im Fernsehen einen Film über Piranhas gesehen. Das sind menschenfressende Raubfische. Wenn jemand in einen ganzen Piranha-Schwarm reinkommt, dann tschüss. Ich stelle mir vor, dass mein kleiner Fisch später auch einmal ein Piranha wird. Dann kann er im See warten, bis der Pudel kommt und seine Arschbombe macht. Ha! Ich klopfe mit dem Finger ans Gurkenglas. Der Fisch dreht sich zu mir. Los zu, Fisch, sage ich. Du kriegst jetzt einen Namen. Bist bereit? Der Fisch schlägt einmal mit der Schwanzflosse. Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra-ta-ta. Du heißest jetzt Piranha! Das Gurkenglas ist besser als der Kübel, weil der Piranha daraus rausschauen kann. Ich schlüpfe rein in den Wohnwagen. Die Piranha schaut das Bett an, wo im Moment wieder das Sofa ist. Die Küche, die Schlafecke der Großeltern und der Fernseher. Ich zeige ihm alles. Ausser die Fischerausrüstung vom Großpapi. Die zeige ich ihm lieber nicht. Am liebsten würde ich den Piranha gerade über den ganzen Campingplatz schleppen und ihm alles zeigen. Aber meine Arme sind schwach. So ein grosses Gurkenglas, das mit Wasser gefüllt ist, kann nämlich ziemlich schwer sein. Dann kommt mir das Auto in den Sinn. Der X3C. Der ist stark genug. Der kann ein volles Gurkenglas transportieren. Und weil ich den X3C selber zusammengebaut habe,
kann ich ihn natürlich auch umbauen. Jo, ich stecke einfach ein paar Teile neu zusammen. Und schon habe ich in der Mitte eine Fläche für mein Gurkenglas. Ich löse es auf und stelle es ganz vorsichtig drauf. Es hat noch nicht so recht. Aber mit der Hosenträger vom Großpapi und der Gümmeli vom Großmami an einen Lockenwickler kann ich es stabilisieren. Dann rolle ich ein bisschen hin und her. Der Piranha scheint es in Ordnung zu finden. Oh, mega cool! Jetzt kann ich ihn einfach so durch die Gegend steuern. Wir drehen gerade mal eine Runde um den Tisch herum. Das Großmami und der Großpapi haben sich für ein Seeparat gemacht. «Anton, was machst du?» riefen sie. Sie wollen, dass ich wieder mit an den See komme. Ich finde nicht, dass der See für die Piranha besonders spannend ist. Er hat schließlich sein ganzes Leben nichts anderes gesehen als der See. Und der blaue Kübel natürlich. Aber okay, dann gang ich halt mit. Gleich darauf runter marschieren wir zusammen über einen Campingplatz. Der Großpapi läuft mit seiner Fischerrute voraus, dann kommt die Großmami mit ihrem Sonnenhut und zuletzt komme ich, der Anton, mit dem Fisch im ferngesteuerten Auto. Die Leute schauen alle. Ein paar bleiben sogar stehen und reden mit dem Großpapi und dem Großmami. Dann zeigt die Großmami auf mich und sagt, es war seine Idee gewesen. Und die Leute lachen. Pff, ist mir doch wurscht. Am See wird's uns gleich langweilig. Ich schwitze mega brutal. Und der Piranha steht auf der Stelle. Voll öd. «Hasta la vista!» rief ich meinen Großeltern zu und ziehe los. Jetzt will ich mit dem Piranha die Umgebung auskundschaften. Zuerst zeige ich ihm den Campingplatz. Der gefällt ihm sicher. Aber leider sind in der Zwischenzeit die anderen Kinder an den Strand gekommen. Ich höre sie schon von weitem schreien. Und wenn ich zum Campingplatz will, muss ich am Steg vorbei. Das ist gar nicht gut. Wenn nämlich der Pudel den Piranha sieht, kann es gefährlich werden. Also muss ich die Piranha mitten ins Gestrüpp reinsteuern, damit wir eine Abkürzung am Steg vorbei können nehmen. Wir haben leider keine andere Wahl. Sorry, Piranha. Jetzt rüttelt es ziemlich fest. Der X3C reißt ganze Äste mit sich. Und manchmal fallen Blätter ins Gurkenglas. Aber ich fische sie sofort wieder raus. Hey, ich bin der Star Flashman, erkläre ich dem Piranha. Jo, das ist mein Computerspielname. So sagen mir meine Chatfreunde. Aber du darfst das auch sagen. Wenn du willst. Irgendwann weiss ich vor lauter Gestrüpp gar nicht mehr, in welche Richtung es zum Campingplatz geht. In dem Moment höre ich jemanden schreien. Ich drehe mich um und sehe das Mädchen. «Hau ab!» brüllt sie. Sie hat ihre Hose runtergelassen und tut am Boden unten. «Mann, ist das krass! Alter, die ist voll am Bisseln!» Schnell drehe ich mich wieder um. Ich habe noch nie ein Mädchen gesehen bisseln. Vorsichtig will ich davor schleichen. Aber genau in dem Moment bleibt der Ast zwischen den Rädern von meinem X3C stecken und wir kommen nicht weiter. Ich reisse am Ast um. Aber der steckt mega fest. Oh, so ein Mist! Was ist denn das? Sagt das Mädchen. Sie hat ihre Hose wieder an und zeigt aufs Gurkenglas. Das ist der Piranha, sage ich. Ja, was soll ich sonst sagen? Ich könnte Piranha eh nicht verstecken. Sie hätten sowieso schon gesehen. Das Gurkenglas ist schließlich durchsichtig. Und das Wasser drinnen auch. Sicher nicht. Das ist sicher kein Piranha. Oh, ich habe nicht gesagt, das ist ein Piranha. Ich habe gesagt, das ist der Piranha. Das Mädchen schaut zuerst mich an. Dann der Piranha, dann wieder mich. Dann sagt sie, okay. Mittlerweile bin ich so durcheinander, dass ich den Ast im Rad vom X3C nur noch tiefer in die Achse hineinschiebe.
Ist es ein Bub oder ein Mädchen? Der Fisch? Mann, die macht mich noch wahnsinnig. Der Fisch ist ein Fisch, ein Mann, ein Bub, das hört man doch. Ach so. Aber sein Name hat ein A am Schluss. Das ist typisch Mädchen. Boah, ist die schlau. Und du? Wie heissest du, frage ich. Schlaumeier. Das Mädchen lacht. Nein, Klugscheisser. Jetzt muss ich auch lachen. Oder vielleicht Besserwisser. Sie hockt zu mir auf den Boden. Langsam rollt sie den X-3C 2 cm zurück. Der Ast rollt mit. Das Mädchen bricht ihn einfach ab. Und dann zieht sie die beiden abgebrochenen Teile einzeln raus. Tja, so einfach. Ich heiss Mari, sagt das Mädchen und steht auf. Ich gehe jetzt zurück zum Strand. Kommst du mit? Deine Badhose passt ja perfekt. Oh Mann, ich find's überhaupt nicht gut, dass fremde Mädchen sich überlegen, ob meine Badhose passt. Keine Zeit, sage ich und stand auf. Ja, stimmt ja auch. Die Mari sagt nichts. Sie geht wieder zurück zum Steg. Und ich kämpfe weiter durchs Gestrüpp. Auf dem Campingplatz kann ich den Piranha endlich in Ruhe umfahren. Ich zeige den Duschraum, den Ping-Pong-Tisch, den kleinen Laden und die Bar. An der Bar merke ich, dass ich voll Lust habe auf eine Glasse. Aber leider habe ich kein Geld. Ha, der Großpapi soll mir Geld für ein King Royal geben. Das ist die grösste Glasse auf der Karte. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Plötzlich macht's Platsch! Der Piranha hat mit seiner Schwanzflosse gegen das Glas geschlagen. Was ist los, Piranha? Was läuft? Hast du auch Lust auf eine Glasse? Und dann kriege ich plötzlich einen Mega-Schreck. Piranha! Schreie ich. Mann, Piranha! Ich starte im Piranha sein Auto mit der Fernbedienung. Gleichzeitig renne ich los. Oh, ich hasse mich! Ich bin so doof, Mann! Wie habe ich nur vergessen, im Piranha etwas zu essen zu geben? Mann, kein Brösmel hätte gekriegt, seit wir ein Team sind. Ich bin kein Freund. Ich bin kein Budo. Ich bin ein Arsch. Wir kämpfen uns zurück durchs Gestrüpp. Wieder bleiben Äste hängen. Aber diesmal gebe ich einfach mehr Gas. Der Piranha ist mega tapfer. Er bleibt ganz ruhig, obwohl das Glas immer wieder extrem wackelt. Geld! Ich brauche sofort Geld! Der Großpapi fuchtelt mit seinen Armen und macht Psst. Ich soll seine Fische nicht verscheuchen. Okay, dann tue ich halt flüstern. Großpapi, bitte, gib mir sofort Geld. Schnell, bitte. Willst du schon wieder eine Glasse kaufen, Anton? Fragt der Großpapi. Nein, du Piranha. Er hat Hunger. Ich muss ihm ganz dringend etwas zu essen kaufen. Ja, und mit was willst du denn füttern? Mit Fischfutter, dank. Ich will eine Büchse Fischfutter kaufen. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Bei jemandem, der ein Aquarium hatte. In diesen Büchsen sind farbige Flocken. Die sehen aus wie Knusperflakes. In Chipsform. Man kann sie ins Wasser schmeißen und die Fische bissen sich dann kleine Stückchen davon ab. Ja, Fischfutter habe ich gedacht, da, sagt der Großpapi. Er bückt sich und nimmt eine Plastikbüchse aus seiner Tasche. Oh je, ich ahne schon, was jetzt kommt. Nie im Leben, rief ich. Keine Würmer für die Piranha. Sicher nicht, Mann. Aber der Großpapi schüttelt den Kopf. Nein, wir haben etwas viel Besseres. Made! Nein, weh! Made! Das sind so große, kleine, weisse Viecher. So ähnlich wie Würmer, nur kleiner. Die ganze Büchse ist voll davon. Sie krabbeln alle wild durcheinander. Es sieht mega grusig aus. Ich kotze fast.
Aber der Großpapi langt einfach in die Büchse hinein, nimmt eine Made und schmeißt sie ins Gurkenglas. Es geht mega schnell. Ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Und genau so schnell hat der Piranha die grusige Made verschluckt. Siehst, es schmeckt ihn, rief der Großpapi. Mir wird schlecht. Ach, kann er nicht etwas anderes bekommen? Frage ich. Was denn? Äpfel oder Gutzi? Der Großpapi lacht. Dann wird er ernst. Schau, der Piranha ist ein Raubfisch, Anton. Der braucht Fleisch. Okay, ich sehe es ja ein. Lebende Maden sind gut für einen Raubfisch. Ein Raubfisch braucht etwas zu bissen. Also frage ich den Großpapi, ob er dem Piranha noch mehr Maden geben könnte. Aber der Großpapi meint, es sei mein Fisch. Ich soll meinen Fisch selber füttern. Also gut. Aber es kommt nicht in Frage, dass ich mit meinen Fingern in diesen grusigen Madengang umwühle. Ich brauche einen Plan. Zuerst suche ich einen langen Ast. Das ist mein Krane. Dann hole ich mir ein Stück Baumrinde. Das wird schaufeln. Ich binde sie mit ein bisschen Fischerschnur gut am Ast fest. Fertig. Mein neues Gerät ist ziemlich schwierig zu bedienen. Ich nehme meine Sachen und gehe hinterher in den Schatten zwischen den Bäumen. Die Büchse mit den grusigen weißen Viechern stelle ich offen neben das Gurkenglas. Vorsichtig steuere ich mit der Baumrinde zwitzt in das weiße Gewirr hinein. Oh Mann, was hast denn du für einen Geschmack, Alter? Frage ich den Piranha. Langsam hole ich drinnen wieder auf. Immerhin ein paar Maden liegen drauf. Oh nein, leider rutschen mir viele von ihnen wieder runter, bis ich ganz oben bin. Und beim Überbalancieren zum Gurkenglas verliere ich noch mehr. Ach, shit! Aber irgendwie landen doch ein paar beim Piranha. Ich mache das ganze Theater gerade nochmal. Jo, von dem bisschen Maden kann doch kein Raubfisch satt werden. Plötzlich taucht der Pudel auf. Ich sehe seine gefärbten Haare schon von weitem leuchten. Ich duck mich. Aber zu spät. Er hat mich schon gesehen. Jetzt kommt er genau auf uns zu. «Großpapi!» rief ich. Ich will ihn warnen. Aber da bleibt der Pudel schon beim Großpapi stehen. «Grüezi!» sagt er. Der Großpapi steht auf und legt seine Fischerruten an. «Ah, schön. Wir kriegen Besuch», sagt er und gibt dem Pudel die Hand. Dann schaut er zu mir über und ruft: «Hey Anton, du hast ja doch Freunde gefunden.» Der Pudel schüttelt dem Großpapi die Hand. So ein Schlimmer. Der Großpapi lacht. «Ich bin der Anton», sagt er. «Der Großpapi vom Anton.» Der Pudel lacht. «Anton und Anton. Witzig.» Ich check nicht, was dran soll witzig sein. Wenn ich jetzt Großpapi heißen würde, das war vielleicht witzig. Aber so? «Was fischen Sie so?» fragt jetzt der Pudel. Der Großpapi fährt an zu erzählen. Von Hecht und Forellen und anderen blöden Fisch. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ausgerechnet der Pudel der grösste Schlimmer auf der Schneckenwelt ist. Wo die beiden mit ihrem Gelaber fertig sind, nimmt der Großpapi wieder seine Fischerrute. Und der Pudel kommt zum Meer über. Er stellt sich direkt vor mir an und grinst. «Jö, du hast ja auch etwas gefangen», sagt er, mit der Stimme, die man normalerweise braucht, wenn man mit Buschi will schwätzen. Ich stand ganz langsam auf. Ich klopfe ganz langsam ein bisschen Dreck von meinen Hosen. Und dann sage ich ganz langsam und mit meiner tiefsten Stimme: «An deiner Stelle würde ich mich verstecken. Die Leute vom Tierheim sind nämlich unterwegs. Sie suchen einen Pudel, der abgehauen ist.» Aber leider beachtet der Pudel meinen schönen Spruch überhaupt nicht. Er langt einfach ins Gurkenglas. «Hey, Pfote weg!» rief ich.
Der ist ja riesig, sagt der Pudel und meint damit der Piranha. Aus dem kann man ja schon fast 2 Fischstäbchen machen. Er schaut einen Moment lang die Büchse mit den Maden an. Dann nimmt er sie, holt Schwung und lädt sie einfach aus. Alle Maden fliegen im hohen Bogen ins Gebüsch. Der Pudel lacht. Verpiss dich, fauch ich. Verduft, löst die in Luft auf. Such dir ein schwarzes Loch und verschwind drin. Hau ab! Oh Mann, kannst du mal kurz Klappe halten? Stöhnt der Pudel. Etwa so genervt wie meine Mutter, wenn sie Kopfweh hat. Das regt mich mega auf. Sprüche sind nämlich meine Spezialität. Oh, jetzt kommt der Pudel wie ein Boxer vor mir auf und ab. Shit. Boxen ist nicht so meine Spezialität. Komm schon, hä? Machen wir ein kleines Kämpfchen. Aber ich kann nicht mit dem Pudel kämpfen. Ich bin absolut gegen Gewalt. Und nicht nur einfach so. An einem bestimmten Tag, vor vielen Jahren, ich bin dort mal 5 gsi, habe ich mir nämlich geschworen, nie zu kämpfen. Und bis jetzt habe ich daran gehalten. Die ganze Zeit. Kein Fust, kein Schupfen, kein Ginken. Nichts. Jetzt schupft mich der Pudel. Ich schaue zum Großpapi über. Der steht mit seiner Fischerrute am Wasser. Er ist zu weit weg. Er hört nicht, was wir schwätzen. Ich wünschte, er wäre ein bisschen näher. Am liebsten gerade hier bei mir. Was soll ich nur mit dem blöden Pudel machen? Jetzt schupft er mich nochmal, diesmal stärker. Hey! Schrei ich und gehe am Boden. Und das Hey war ziemlich laut. So laut, dass es der Großpapi gehört hat. Der Pudel hört sofort auf. Feigling, siehst du. Sofort die Mami und der Papi riefen, hä? Jetzt kommt der Großpapi zu uns über. Was ist? Haben wir Streit? Ich stand auf, klopf mir die Hose ab. Nein, ist schon gut. Dann zeige ich auf den Pudel. Er hätte grad gehen. Ah, ja so, sagt der Großpapi. Der Pudel sagt nichts und geht. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Ich bekomme grad wieder gute Laune. Und ich rief dem Pudel nach, die Leute vom Tierheim sind nämlich unterwegs. Der Großpapi kommt nicht raus. Macht nichts. Jetzt dreht sich der Pudel um. Er bewegt seine Lippen und rief mir stumm ein Schimpfwort zu. Und obwohl ich's nicht höre, ich verstand's ganz genau. Ich hock vor dem Piranha im Glas. Und? Hast du Angst gehabt, Piranha? Vor dem musst du keine Angst haben. Weisst, der tut nur so. Der Großpapi kommt zu uns über. Wo sind meine Maden? Fragt er. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ich sag, die sind davongelaufen. Der Großpapi schaut mich mit grossen Augen an. Ich korrigiere mich. Sie sind davon gekrochen. Das können die doch gar nicht, sagt der Großpapi. Die können nur in der Büchse umeinander kriechen. Ach, ich kaufe den neu, schlage ich ihm vor. Ein bisschen Sackgeld habe ich noch im Wohnwagen. Da gibt's keinen Fischerladen, sagt der Großpapi und sieht auf einmal ganz verloren aus. Aber dann sagt er mega streng: Okay, wer meine Made verliert, der muss mir Würm besorgen. Würm besorgen? Oh, also das ist jetzt echt fies. Zuerst stresst mich der Pudel und dann der Großpapi. Ich bin's nicht gsi, sag ich. Ja, soll doch der Pudel Würm suchen? Was, ist es der Bub gsi? Fragt der Großpapi. Hat er unsere Made weggenommen? Auf einmal hockt er neben mir auf dem Boden und packt mich am Arm. Hat er dich ärgern? Dann musst du dich wehren. Weisst, mir darf sich nichts gefallen lassen. Ich ziehe meinen Arm weg. Nein, schon gut. Nichts ist gut. Ich gehe zu den Eltern von diesem Bub. Was? Hey, jo. Die sollen die Made zahlen. Und der Bub
soll sich bei dir entschuldigen. »Nein, bitte nicht«, rief ich. »Großpapi, lass das bleiben, bitte. Schau, der Bub hat mich gar nicht geärgert. Wir haben nur Spass gemacht, verstehst du? Aber einfach Spass. Wir haben ein bisschen gespielt und dabei sind die Maden umgekippt. Aus Versehen.« Aha. Der Großpapi sieht irgendwie enttäuscht aus. Und ich bin froh, dass er mir meine Geschichte glaubt. Aber er tut mir auch leid. »Komm«, sag ich und stand auf. »Wir suchen zusammen Würm.« Zum Würm suchen steckt man ein Stecken im Boden hinein und wackelt damit umeinander. So wird der Boden schön locker und die Viecher kommen an die Oberfläche. «Oh, da ist einer!» rief ich. Ein fetter Wurm rollt sich wild vor meinen Füßen umeinander. Zuerst macht er sich mega dick und dann wieder ganz dünn. So voll grusig. »Schnappen!« rief der Großpapi. »Schnappen? Wie denn? Mit der Hand? Was, sicher nicht. Es schüttelt mich. Schnell schiebe ich mit dem Fuß ein bisschen Dreck über den Wurm. »Oh, er ist abgehauen«, sage ich zum Großpapi. Wir suchen weiter. Der Großpapi findet ganz viel Würm. Er tut sie alle in seine Büchsen hinein. »Wie heisst eigentlich der Bub?« fragt er plötzlich. Ich überleg. Der Pudel. Wie heisst erst der Pudel richtig? Der heisst, Puh. Jo, ich hab keinen Bock, mir für den Deppen noch einen schönen Namen auszudenken. Puh, sagt der Großpapi. Komisch. Aber auf jeden Fall ist es schön, dass du Freunde gefunden hast. Er gibt mir ein kleines Schüpfli. Ja, so wie in dem coolen Film. Ich nehme an, er hat sich das von dort abgeschaut. Alles klar, sage ich. Und gebe ihm auch ein feines Schüpfli. Der Großpapi freut sich. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Wurm gefunden. Ein ganz dicker. Aber es wird langsam langweilig, sie immer nur mit Dreck zuzudecken, damit ich sie ja nicht in die Hand nehmen muss. Also hole ich ein dünnes Äschli und berühre den Wurm damit. Der rollt sich sofort um mein Äschli um. Es könnte einem richtig schlecht werden davon. Ich heb das Äschli mit dem Wurm dran ganz hoch in die Luft und rief ihm Großpapi. Wow, der ist denn dick. Weisst du was? Da könnten wir ihm Piranha schenken, meint der Großpapi und zeigt aufs Gurkenglas. Klar, Mann, er hat recht. Der beste Wurm für den besten Fisch. Platsch macht's, wo der Wurm im Glas landet. Nimm ihn, Alte. Frissen, mach schon. Und der Piranha wartet keine Sekunde. Du, hast du den Puh eigentlich am Strand kennengelernt? Will der Großpapi wissen. Jo, sicher. Weisst du, Puh, der kann voll gut vom Steg kumpen. Und Mari auch. Der Puh schreit dann immer Caramba! Was? Mari hast du auch noch kennengelernt? Jetzt strahlt der Großpapi. Jo, dank. Weisst, Mari hat grad sofort mit mir angefangen zu reden. Es macht Spass, den Großpapi so zum Strahlen zu bringen. Drum erzähle ich weiter. Und Mari findet meine Badhose cool. Oh la la, rief der Großpapi. Er pfifft durch die Zähne und lacht. Jetzt muss ich auch lachen. Und dann können wir gar nicht mehr aufhören lachen. Es ist mega schön. Wenn wir am Oben zum Wohnwagen zurückkommen, wartet die Großmami schon auf uns. Sie ist einkaufen und hat uns Geschenke mitgebracht. Das finde ich mega nett. Der Großpapi bekommt ein Buch mit Kreuzworträtsel. Ja, meinst du etwa, dass es mir langweilig wird beim Fischen? Fragt er und tut es so, als ob er sich über sein Geschenk ärgern würde. Meinst du, ich fang keinen Fisch? Nein, natürlich nicht, rief die Großmami schnell. Der Großpapi lacht und gibt ihr ein Schmützli, zum zu zeigen, dass er nur Spass gemacht hat. Dann bekomme ich mein Geschenk. Eine Taucherbrille.
Jo, ich hab gedacht, du freust dich über eine Taucherbrille, erklärt Großmami. Mit einer Taucherbrille macht's dir sicher Spass, im See zu schwimmen. Hallo? Wieso soll mir eine Taucherbrille Spass machen? Durch eine Taucherbrille sieht man ja alles im See. Alles! Wäh! Aber das sage ich natürlich nicht. Ich sage nur, merci vielmals, Großmami. Das Großmami schenkt mir eine Taucherbrille. Ausgerechnet mir. Ha, da werden deine Freunde aber staunen, lacht der Großpapi. Freunde? Fragt die Großmami. Der Großpapi tätschelt stolz mit Kopf. Der Puh und Mari. Der Anton hat schon den halben Campingplatz kennengelernt. Ich riss mich zusammen und grins. Das Großmami riss die Augen auf. Sie sieht richtig aufgeregt aus. Ja, bist du etwa mit den Kindern im See gewesen? Ah je, was soll man da sagen? Ich sag am besten nichts und grins weiter. Ja, wirklich? Das Großmami freut sich mega und gibt mir ein Schmützli. Was soll's? Ich gönne beide ihre Freude. Sie sind immer so nett zu mir. Da kann ich auch mal nett zu ihnen sein. Aber dann schaue ich den Piranha an und schäme mich. Er weiss, dass ich gelogen habe. Ich habe keine Freunde. Ich habe nur einen Freund. Der Piranha. Das muss ich wieder zurechtbiegen. Piranha, sage ich, mein Freund. Das ist ein guter Anfang für ein Gespräch zwischen zwei Freunden. Ich habe den Piranha mit seinem Auto ein Stückchen weggefahren. Hinter das Waschhäuschen. Dort kann man in Ruhe reden. Glaub mir, ich bin sonst keiner, der liegt. Der Piranha ist ganz still und los zu. Das vorher habe ich nur wegen dem Großmami und dem Großpapi gemacht. Weisst, sie wollen eben einen guten Enkel haben. Das ist normal. Und normalerweise sind gute Enkel eben auch cool und springen vom Steg. Aber ich bin nicht so. Weisst, ich bin ein Loser. Ein Versager. Der Piranha schlägt mit der Schwanzflosse ans Glas. Schon gut, Piranha, easy, sag ich. Und erzählen, wie sich später, wenn ich einmal ein berühmter Space Shuttle Pilot bin, alle werden ärgern, die mich für einen Versager gehalten haben. Der Piranha schwimmt ein bisschen auf und ab. Ein paar Tage lang passiert nichts Besonderes. Jeden Morgen wechsle ich im Piranha sein Wasser aus. Und dann bekommt er einen Wurm. Das Großmami und der Großpapi haben ihren Spass am See und ich bin mit dem Piranha allein unterwegs. Auch der letzte Tag von diesen Ferien fängt genau so an. Zuerst begleite ich meine Großeltern an den See. Taucherbrille nehme ich wie immer mit, damit sie denken, ich gehe tauchen. Am Strand unten sagt die Großmami: Renn du nur, Anton. Du musst deine Zeit nicht mit uns alten Leuten verplempern. Ich nehme meine Taucherbrille und meine Fernsteuerung und renn los. Und schöne Grüße am Puh, rief mir mein Großpapi nach. Zuerst lenke ich im Piranha sein Auto in Richtung Steg. Ich bleib kurz stehen und winke dem Großmami und dem Großpapi nochmal zu. Sie winken beide zurück. Dann renne ich weiter. Kaum bin ich aus ihrem Blickfeld verschwunden, lenke ich die Piranha in eine andere Richtung. Je näher wir zum Steg kommen, desto gefährlicher wird's nämlich. Ja, wegen dem Pudel. Der will ja bekanntlich Hackfleisch aus mir machen. Also schaue ich, dass wir zurück zum Campingplatz kommen. Aber mir kommt nichts mehr in den Sinn, wo wir dort noch nachschauen könnten. Wir haben alles schon gesehen. Oh Mann, voll öd. Auf der Uhr vorne bei der Rezeption ist es 12 Uhr. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Rest vom Tag anfangen soll. Und meine Taucherbrille stört mich. Als ich sie in der Hand hatte, hat sie mich beim Steuern gestört. Darum habe ich sie angelegt. Nicht zum Durchschauen natürlich. Ich habe sie aufgeschoben. Aber jetzt kriege ich langsam Kopfweh davon und die Gummibänder drücken auf die Ohren. Es nervt mich, dass ich die ganze Zeit die blöde Brille mit mir umschleppen muss. Völlig sinnlos.
Aber dann habe ich eine Idee. Ich gehe über ins Waschhäuschen. Ich stecke den Stöpsel ins Lavabo und lasse Wasser rein. Ein Mini-Swimmingpool, sage ich. Immerhin. Dann schnaufe ich einmal ganz tief ein und tauche ab. Ja, von Schätzen und versunkenen Schiff und all den anderen Sachen, die Taucher normalerweise im Wasser finden, ist im Lavabo natürlich nichts rum. Fisch hat's auch keine. Aber für was hat man einen Freund? Ich tauche auf und schnapp nach Luft. Vorsichtig lüpfe ich das Glas mit dem Piranha auf und leere es langsam ins Lavabo. Achtung, Kollege, heb dich fest, rief ich dem Piranha zu. Und im nächsten Moment flutscht er auch schon ins Lavabo. Zuerst staunt er und dreht sich im Kreis. Dann schlägt er mit der Schwanzflosse aus und flitzt von links nach rechts einmal durchs ganze Becken. Macht Spaß, gell? Lach ich. Der Piranha flitzt wieder zurück, diesmal von rechts nach links. Man sieht, dass es ihm voll Spaß macht. Ich schnuff nochmal tief ein und tauche wieder ab. Jetzt tauche ich mit dem Piranha zusammen. Mega krass, wie im 3D-Kino. Ich heb meinen Kopf ganz still in der Mitte vom Lavabo und schaue dem Piranha zu. Der flitzt wie wild umeinander. Manchmal kommt er bis an meine Taucherbrille an und stupst dagegen. Hallo, Kollege, sag ich zum Piranha. Aber unter Wasser tönt das nur mehr wie. Aber der Piranha kommt grad nochmal und stupst mich. Er hat mich verstanden. Auf einmal rollt mir etwas über den Fuß. Das ist so ein komisches Gefühl, dass ich zuerst gar nicht reagieren kann. Ich kann mich nicht bewegen, nicht denken, nicht schnaufen und dann mache ich alles gleichzeitig und schluck mega viel Wasser. Ich reiss meinen Kopf aus dem Lavabo und sehe nichts, weil meine Taucherbrille nass ist und weil ich mega fest husten muss. Nach einer Weile bekomme ich wieder einigermaßen Luft. Hallo, sagt jemand direkt vor mir. Ich sehe immer noch nichts und versuche die Taucherbrille abzuziehen. Aber das ist gar nicht so einfach. Sie hat sich voll an meinem Gesicht festgesaugt. Wenn ich an der Taucherbrille ziehe, kommt die ganze Haut mit. Aber ich riss trotzdem wie gestört weiter dran rum, bis es klappt. Endlich! Und jetzt sehe ich auch, wer vor mir steht. Der Pudel. Wer sonst? Er schaut mich genau so an, wie die Coolen in den Film einmal die Uncoolen anschauen. Und dann fragt er mich mit einem Lächeln. Alles klar. In der Hand hat er meine Fernsteuerung. Der X3C ist es also gewesen, wo mir über den Fuß gerollt ist. Und dann lässt ihn der Pudel einfach an uns vorbeidüsen. Ohne zu steuern, ohne zu bremsen, lässt er ihn einfach voll gegen eine Wand tätschen. Mein schöner X3C. Wie schnell? Fragt der Pudel, als wäre nichts gesehen. 50, sag ich. Eigentlich schafft er nur 22. Aber das geht ja der Pudel nicht an. Tja, Schrottteil, sagt der Pudel und schmeißt die Fernsteuerung ins Lavabo. Meine Antwort ist: Tschüss. Aber leider will der Pudel noch nicht gehen. Er grinst mich wieder an. Ich sehe sofort, er hat voll Bock auf Stress. Was ist? Ist das die Waschhaus oder was? Fragt der Pudel, jetzt voll aggressiv. Ist das die Campingplatz, du? Komm, sag schon, Mann. Ich hasse ihn. Aber er macht weiter. Ist das deine Taucherbrille? Er nimmt mir sie weg und schmeißt sie in eine Ecke. Auch ohne seine beschissene Frisur ist er mindestens ein Kopf größer als ich. Und an seinen Armen sehe ich Muskeln. Hau ab, sag ich und schaue ihn ganz wild an. Aber ich bin doch gegen Gewalt. Und in dem Moment bekomme ich richtig Angst. Was ist das? Der Pudel zeigt auf den Piranha, wo im Lavabo umeinander schwimmt. Ich habe keine Ahnung, wie man in einem Pudel die ganze Piranha-Geschichte erklären könnte. Und eigentlich habe ich auch gar keinen Bock dazu.
Ja, was ist das, Axt? Frag ich zurück und versuche ein bisschen Zeit zu schinden. Vielleicht ein Elefant? Ja, ich glaube, es ist ein Unterwasserelefant. Hey, verarsch mich nicht, Mann, rief der Pudel. Das ist der Fisch mit dem Maden, oder? Willst du nicht lieber gehen? Probier ich's nochmal. Die vom Campingplatz gehen die sonst nämlich raus. Pudel dürfen nämlich nicht in die Waschräume rein. Der Pudel steht immer noch auf der Piranha. Wieso killst du ihn nicht? Fragt er mich leislich. Was hast du gesagt? Sag ich. Ich höre nämlich nur immer Wuff, Wuff, Wuff. Hast du den gefangen? Mit der Fischerrute? Der ist ja mega klein. Kannst nichts Größeres rausziehen. Wenn ich die wäre, würde ich lieber nicht zu laut rumkläffen. Das verrotet dich. Red nicht so viel Scheiß. Der Pudel sieht jetzt voll genervt aus. Dann langt er ins Wasser rein. Ich kill ihn, sagt er und lacht. Nein! Mit einem Gump bin ich bei ihm. Zum Glück hätte der Piranha abhauen, aber der Pudel langt schon wieder ins Wasser. Der Piranha ist schneller. Ich zwang mich zwischen der Pudel und das Lavabo. Der Pudel lacht immer noch. Bist du etwa verknallt in ihn? In einen Fisch? Er lacht weiter. Ja, genau. Du bist verknallt. Darum hast du den Kopf dort reingesteckt. Damit du näher bei deinem Schätzli bist und mit ihm rumknutschen kannst. Meine Ohren wird schlecht. Hau ab oder ich stopp die Fresse, zisch ich. Der Pudel fackelt nicht lang. Mit beiden Händen schnappt er mein T-Shirt und riss dran. Jetzt hänge ich in der Luft. Ein gutes Stückchen über dem Boden. Und in dem Moment kommt mir alles wieder in den Sinn. Alle alten Bilder fliegen mir blitzschnell durch den Kopf. Unsere Küche. Ich bin 5 Jahre alt. Allein am Tisch. Spiel mit meiner Offi. In der Offi schwimmt ein U-Boot. Das U-Boot ist in Mami sein Lippenstift. Das Mami kommt rein. Sie schreit. Sie ist mega hässig. Ihre teure Lippenstift in der Offi. Sie packt mich am T-Shirt und schüttelt mich. Es tut mega weh. Im Bauch, in den Ohren. Meine Füße hängen in der Luft. Weit über dem Boden. So wie jetzt. Lass mich los! Schrei ich. Aber der Pudel lässt nicht los. Seit dem Tag, mit dem Lippenstift in der Offi, bin ich ein Gegner von Gewalt. Ich habe mir geschworen, nie jemanden zu schütteln oder zu hauen oder zu ginken. Ich habe mir geschworen, nie jemanden so zum Brillen zu bringen, wie ich an diesem Tag brillt habe. Das alles kommt mir jetzt wieder in den Sinn. Auch, dass ich tatsächlich seitdem kein einziges Mal prügelt habe. Und dann ging ich der Pudel. Wusch! Ins Schienbein. Mit voller Wucht. Der Pudel lässt mich los. Es tut mir so weh, dass er 3 Schritte rückwärts macht und abhocken muss. Jetzt könnte ich abhauen. Aber ich bleib stehen und schaue ihn an. Ich kann's fast selber nicht glauben. Ich habe ihn voll einstatscht. So. Der Pudel riss sich zusammen und steht wieder auf. Und jetzt ziehe ich deinem herzigen Freund den Stöpsel raus. Nein! Ich will mich sofort auf den Pudel stürzen. Aber er streckt seinen Fuß aus und schon liege ich am Boden. Ich stand ganz schnell wieder auf. Und schon steht der Pudel wieder vor dem Lavabo. Genau vor dem Piranha. Im nächsten Moment hat er den Stöpsel in der Hand und fuchtelt mir damit vor der Nase rum. Aus dem Lavabo höre ich es gluckern. «Piranha!» rief ich. Aber als ich meine eigene Stimme höre, habe ich das Gefühl, alles sei verloren. Meine Stimme tönt mega verloren. Und ich denke nur noch, nein, bitte nicht, bitte nicht. Das Gluckern vom Lavabo tönt in meinen Ohren wie ein Wasserfall. Es ist plötzlich mega laut. Es ruscht wie wild. Und genauso laut und wild zischt auf einmal etwas durch meine Ohren. Meine Düsenantriebsrakete. Der Countdown läuft schon. 10, 9, 8.
Es ist wie ein Wasserfall, wo immer schneller und schneller wird. 3, 2, 1, 0! Es ist ein mega Kinnhocken, den ich austeile. Voll krass. Nachher mag ich mich selber nicht mal mehr richtig erinnern, was meine Faust überhaupt gemacht hat. Aber scheinbar habe ich voll getroffen. 1 Sekunde später liegen wir auf dem Boden. Beide. Der Pudel und ich. Mit meiner Hand drücke ich seine Arme auf den Boden. Er strampelt mit dabei. Ich versuche ihn festzuheben. Für einen kurzen Moment gelingt es mir. Und in dem Moment höre ich wieder das elende Gluckern. «Gib mir den Stöpsel, du verdammter Idiot!» schreie ich dem Pudel ins Gesicht. Er spuckt mich an. Der Stöpsel hat er in der rechten Faust. Ich versuche mit meiner linken Hand seine Faust aufzukriegen. Aber das ist schwer. Und außerdem muss ich kurz loslassen, um die Spucki wegputzen. Mega grusig. In dem Moment schafft es der Pudel, sich loszustrampeln. Er kommt auf und rennt davon. Ich verfolge ihn und schaue dabei kurz ins Lavabo. Eine Pfütze. Der Piranha liegt nur noch in einer Pfütze inne, wo immer kleiner und kleiner wird. Er schlägt mit der Schwanzflosse. Platsch, platsch, platsch. Ich drehe den Wasserhahn auf, damit er wenigstens eine Dusche hat. Der Pudel ist dabei abzuhauen. Ich stürme hinterher. Raus auf den Campingplatz. Ich hole ihn ein, schmeiß mich offen und heb ihn an den Beinen fest. Wir fallen beide am Boden. Wir liegen genau vor einem Campingtisch von irgendwelchen fremden Leuten, die Karten spielen. Aber das ist mir gleich. Und jetzt schlägeln wir. Und zwar richtig. Wir schlön und gingen einander. Alles wird gesteuert von meiner Rakete, die eine enorme Wucht hat. Ich habe nur noch ein Ziel. Ich will den Stöpsel aus dem Pudel seiner Faust rausholen. Das ist mega schwierig. Der Pudel ist richtig stark. Aber ich kämpfe weiter. Und plötzlich gelingt es mir, ihn mit meinem rechten Knie am Boden zu drücken. Mit dem linken Knie blockiere ich seine rechte Hand. Mit der rechten Hand habe ich seine linke fest und mit der Zehen ziehe ich an seinen Pudelhaar. Jetzt kann ich mit meiner linken Hand seine rechte Faust aufdrücken und mir den Stöpsel schnappen. Yeah! «Heb durch!» rief ich dem Piranha zu und renne wieder zurück in den Waschraum. Der Piranha zuckt verzweifelt umeinander. Die Dusche macht ihn zwar nass, aber es ist viel zu wenig Wasser für einen Fisch. Ich will den Stöpsel sofort wieder reinstecken. Aber der Piranha liegt genau über dem Abfluss. Logisch, dort ist noch am meisten Wasser übrig. Ich kann den Stöpsel nicht reinstecken, ohne den Piranha auf die Seite zu schieben. Ich muss ihn anlängen. Der Piranha zappelt wie wild umeinander. Er sieht voll glitschig aus. Aber ein Freund ist ein Freund. Und schlimmer als Spucki vom Pudel kann es ja nicht sein, sag ich mir. Und lang ins Lavabo. Oh, er ist glitschig. Aber ich schiebe ihn einfach ganz cool auf die Seite und steck den Stöpsel rein. So, geschafft. Wo sich das Lavabo mit Wasser füllt, freut sich der Piranha und fängt sofort wieder an rumschwimmen. Ich freue mich auch. Mann, du bist echt in Ordnung, Alter, sag ich. Und dann schaue ich umeinander. Ein mega Chaos ist das. Mein X3C hat den Reifen verloren. Er landet schief in einer Ecke an der Wand. Die Taucherbrille liegt in einer anderen Ecke und auf dem Boden ist Blut. Blut? Ich renn zum Spiegel. Voll krass. An meinem Kopf ist Blut. Neben dem Auge läuft das Backen herab. Also, eigentlich ist es schon eingetrocknet. Aber ich sehe mega beschissen aus. Und ich habe geschlägelt, obwohl ich doch gegen Gewalt bin. Ich meine, was läuft eigentlich? Was ist los mit dieser Welt? Ich mache das Wasser an und probiere mir das Blut aus dem Gesicht zu waschen. Und auf einmal sehe ich etwas mega Komisches. Neben dem Waschbecken liegt ein Stöpsel. Ich schaue nach links und dann nach rechts. Tatsächlich. Neben jedem Waschbecken liegt ein Stöpsel. Mann,
Ich hätte also genauso gut irgendeinen anderen Stöpsel nehmen können und ins Becken vom Piranha reinstecken. Oder ich hätte eigentlich auch einfach das Gurkenglas wieder mit Wasser füllen, anstatt dem elenden Pudel nachzurennen. Autsch, das tut weh. Langsam schaue ich wieder auf in den Spiegel. Mann, sehe ich fertig aus. Aber ich habe dich bis aufs Blut verteidigt, sage ich zum Piranha. Und bin trotz allem ein bisschen stolz. Ich habe gegen den Starken gekämpft, für den Schwachen. Jo, ein kleiner Fisch gegen einen grossen, starken Pudel mit viel Muskeln. Da habe ich mir nie gegriffen. Andererseits ist mir versprochen. Aber dort mal bin ich erst 5 Jahre alt gewesen. Von dieser Welt habe ich noch keine Ahnung gehabt. Jetzt ist das anders. Ich glaube, es ist Zeit für ein neues Versprechen. Piranha, sage ich und stecke 2 Finger in die Luft. Ich schwöre, ich werde mich einsetzen gegen Gewalt. Gegen Gewalt an Kinder und Schwache und Fisch. Aber gegen Gewalt an Stärkeren und Blöden. Zum Beispiel, wenn sie einen Freund bedrohen. Gegen diese Art von Gewalt setze ich mich nicht ein. Später verarztet mich das Großmami im Wohnwagen. Sie und der Großpapi schimpfen über den Steg, weil sie denken, dass ich mich beim Baden verletzt habe. Ich sag nichts. Aber ich höre ihnen gern zu, wie sie über den Steg abschimpfen. Den Rest vom Tag packen wir. Es ist unser letzter Ferientag. Und zum Essen gibt's Gurken. Oh, hoffentlich wird's im Piranha nicht langweilig auf der Fahrt, sage ich plötzlich. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass der Piranha noch nie in einem richtigen Auto gesessen ist. Ein Schiff wäre ihm sicher lieber. Ja, wie meinst du das? Fragt der Großpapi. Ja, ich meine zum Beispiel, wenn wir wieder in einen Stau reinkommen, erkläre ich. Aber dann zeige ich ihm halt einfach meine Computerspiele. Die kennt er ja schon ein bisschen. Anton, sagt Großmami und schaut mir so komisch an. Was, wieso schwatzt sie jetzt nicht weiter? Jetzt schaut der Großpapi das Großmami an. Und dann sagt er, Anton, schau, das geht nicht. Oh, das Großmami und der Großpapi wollen auf keinen Fall, dass der Piranha im Auto mitfährt. Oh, ich mach Terror. Jetzt kommt einer von meinen schönsten Wutanfällen. Okay, ich gebe zu, diesmal kommt er nicht ganz von allein. Ich mach's auch ein bisschen extra. Aber das wissen ja das Großmami und der Großpapi nicht. Ich mache also Megaterror. Aber leider hilft auch das nicht. Diesmal gehen meine Großeltern nicht nach. Fertig. Aus. Basta. Und mir steht das Ende von einer ehrlichen Freundschaft bevor. In dieser Nacht dürfte Piranha bei mir schlafen. Ich baue das Sofa zum Bett um und stelle ihm Piranha sein Glas daneben. Die meiste Zeit liege ich wach. Es sind ja schließlich unsere letzten gemeinsamen Stunden. Am nächsten Morgen, bevor wir abfahren, soll ich die Piranha in die See leeren. Das habe ich dem Großmami und dem Großpapi fest versprechen. Zuerst habe ich mir überlegt, wie wir die Piranha mitschmuggeln können. In einer Cola-Büchse zum Beispiel. Das wird auch schon aushalten bis daheim. Aber dann... Ich meine, spätestens, wenn ich wieder in die Schule müsste, kam alles aus. Und außerdem will ich ja nicht, dass mein Freund den Rest von seinem Leben in einer Cola-Büchse verbringen muss. Nacht scheint der Vollmond zum Wohnwagenfenster rein. Und wenn der Piranha mit seiner Schwanzflosse ausschlägt, bewegt sich das Wasser im Gurkenglas und glitzert. Mega schön. Am nächsten Morgen, am 6 Uhr, läutet mein Wecker. Ich habe ihn gestern zu oben extra gestellt. Meine Großeltern hören nichts und schlafen weiter. Ganz leislich stand ich auf, nehme das Gurkenglas mit dem Piranha und meine Taucherbrille und schleiche mich raus. Ich will den Piranha nämlich nicht einfach so in den See leeren und davonlaufen. Ich will dabei sein und ihm zuschauen, wenn er davon schwimmt. Ich will ihm unter Wasser noch Tschüss sagen. Ja, der Piranha versteht mich nämlich, wenn ich unter Wasser mit ihm rede. Aber
Ich will natürlich auf keinen Fall selber ins Wasser reingehen. Darum habe ich einen Plan. Ich trage den Piranha zum Steg. Jo, auf meinem X3C kann er ja leider nicht fahren. Der hat ja bekanntlich nur noch 3 Räder. Also muss ich ihn tragen. Wo wir endlich zum See kommen, tun meine Arme schon ziemlich weh. Wir sind zum Glück ganz allein. Es ist ja auch erst 6:30 am Morgen. Und der See ist ganz ruhig. Ruhig und dunkel. Zum ersten Mal in meinem Leben gehe ich auf den Steg raus. Ich stelle den Piranha zuvorderst vorne ab. Er schwimmt ganz aufgeregt umeinander und schaut raus. Ob er auch den See noch kennt? Oder ob er sich auf seine Familie freut? Dann lege ich mich auf den Bauch. Ich rutsche ganz langsam führen, bis mein Kopf in der Luft über dem Steg ist. Oh, unter mir ist das Wasser. Das schwarze Seewasser. Voll Horror. Mein Plan ist der. Ich will mit der Taucherbrille unter Wasser gehen. Aber nur mit dem Kopf. Ich ziehe also meine Taucherbrille an und biege mich langsam auf dem Steg runter. Es ist noch schwierig, das Gleichgewicht zu behalten. Ich muss mich mit der Hand am Steg festheben. Autsch, meine Bauchmuskeln. Piranha, sag ich. Jetzt geht's los. Du gehst jetzt reisen. Dann lüpfe ich sein Glas mit einer Hand auf. Ich will meinen Kopf wenigstens noch ins Wasser dunkeln, bevor ich das Glas ausleere. Ja, sonst verpasse ich ja alles. Jetzt muss ich mit der anderen Hand den Steg auch loslassen. Es wird langsam ein bisschen viel für meine Bauchmuskeln. Meine Beine fangen an zu rutschen. Meine Bauchmuskeln gehen auf und ich gehe. Ich gehe in den See. Und auf einmal bin ich mit drin. Es ist kalt und nass. Und trotzdem wird mir ganz heiß. In meinem Kopf brüllt's. Raus! Raus! Meine Beine zappeln, weil ich mir vorstelle, dass ein Feuerqualle kommt und mich berührt. Ich strample wie wild und tauche auf. Ich schnapp nach Luft und mach die Augen auf. Aber schon zieht's mich wieder runter, unter Wasser. Das Glas! Ich hab's immer noch fest in der Hand. Es ist mega schwer. Jetzt sehe ich den Piranha. Er schwimmt ganz aufgeregt im Glas umeinander. Durch meine Taucherbrille kann ich ihn ganz deutlich sehen. Er schwimmt gegen die Scheibe und will raus. Jo, ich will auch raus. Aber zuerst der Piranha. Ich drehe das Glas um. Ein Flossenschlag und er ist im See. Als er merkt, dass er nicht mehr im Glas innen ist, macht er grössere Flossenschläge. Wie eine Rakete flitzt er durchs Wasser. Und schon ist er fort. Das Wasser glitzert. Ich schaue meinem Freund nach, wie er in dem Glitzer innen verschwindet. Es ist mega schön. Und auch mega traurig. Tschüss, Piranha, rief ich ihm nach. Es tönt wie Bambu. Ich tauche auf und stelle das Glas auf den Steg. Draussen an der Luft ist viel kälter als im Wasser. Ich tauche nochmal ab. Nur kurz, zum Abchecken, dass der Piranha nicht von so einem grusigen Seegras berührt wird oder so. Es sieht gut aus. Eigentlich sieht man überhaupt kein Seegras. Mann, die Unterwasserwelt ist schon irgendwie komisch. Sie ist gleichzeitig laut und leislich. Plötzlich bewegt sich etwas vor mir. Ein kleiner Punkt. Er kommt direkt auf mich zu. Es ist ein Fisch. Der Piranha. Er kommt und stupst an meine Taucherbrille. Dann schwimmt er wieder weg. Alles klar, Alte, rief ich ihm nach. Easy. Und lass ihn nicht fertig machen. Hast du gehört? Jetzt habe ich voll Wasser geschluckt. Ich tauche auf, heb mich am Steg fest und hust wie gestört. Ich beruhige mich wieder
und muss an das Glitzern von der Sonnenstrahlen denken. Eigentlich hat's der Piranha ziemlich schön dort unten. Viel schöner als da oben. Ich will unbedingt noch ein bisschen in seiner Nähe bleiben. Er ist schliesslich auch fast eine Woche bei mir gewesen. Ich ziehe schnell meine nassen Kleider ab. Alle. Außer die Unterhose. Und gehe sie auf den Steg. Dann hole ich nochmal tief Luft und tauche ab. Mein Gewicht zieht mich in den See rein. Das Wasser fließt um mich herum. Wenn ich mich drehe, bewegt sich's ganz fein. Ich bin leicht und das Wasser ist nett. Ich glaube zwar nicht daran, dass Sachen wie zum Beispiel Wasser nett sein können. Aber jetzt kommt es mir genau so vor. Ich schlage Beine zusammen und schieße vorwärts. Yeah! Es ist ein mega gutes Gefühl. Aber der Piranha ist anders geschwommen. Der hat irgendwie mit seiner Flosse rumgewackelt. So ganz schnell. Ich versuche es nachzumachen. Meine Hände sind die Seitenflossen und meine Beine die Schwanzflossen. Gleich muss ich raufgehen und neue Luft schnappen. Besonders weit bin ich nicht gekommen. Wahrscheinlich, weil mir die Rückenflosse fehlt. Mit meiner Taucherbrille sehe ich extrem gut. Es ist genau wie in der Unterwasserfilm im Fernsehen. Okay, ein gesunkenes Piratenschiff oder ein U-Boot ist zwar nicht in Sicht. Aber das kann ja noch kommen. Ich tauche weiter. Und da ist es. Seegras. Weit aussen wächst in dicken Büsch. Aber ich schwimme einfach in eine andere Richtung. Rechts neben dem Seegras hat es grosse Steine. Die sehen mega cool aus, wie Felsen. Immer wieder schwimme ich auf an die Oberfläche, schnapp kurz nach Luft und dann geht's wieder runter. Das ist ein Piranha seine Welt. Das ist die Welt von meinem Freund. Ich tauche weiter und weiter. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was es dort unten im Wasser gibt. Es ist so viel. Ich schwimme und schaue und staune und denke mir immer wieder, ich bin unter Wasser. Ich bin der Anton unter Wasser. Ich bin unter Wasser. Am coolsten finde ich es, heimlich Fisch verfolgen. Ich schwimme ganz einfach leislich hinter ihnen her. Lautlos. Wie der Piranha. Gerade wenn ich dabei bin, einen Mini-Fisch zu verfolgen, berührt mich etwas von hinten. Mir wird gleichzeitig heiß und kalt vor Schreck. Oh nein, was ist das gewesen? Ein Tintenfisch. Ein Hai. Ein Seegras. Ich drehe mich vorsichtig um und sehe einen kleinen Mensch im Bikini. Ein Mädchen. Hilfe! Ich tauche auf und ziehe meine Taucherbrille ab. Das Mädchen taucht auch auf. Es ist Mari. Sally, sagt sie. Hinter ihr ist nur Wasser. Ich schaue umeinander und sehe überall nur Wasser. Die Bäume und der Strand sind weit weg. Hey, wir sind mitten im See, rief ich. Ja, genau, sagt Mari und schnauft laut. Hey, so weit darfst du gar nicht rausschwimmen, sag ich. Aha, aber du denn schon, oder was? Jetzt ist Mari hässig. Ich bin dann nur wegen dir da rausgeschwommen, du Hirni. Alle suchen dich, an Land und im Wasser. Die Großmutter denkt, du bist vertrunken. Was? Vertrunken? Vor Schreck vergieß ich grad einen Moment lang mit den Beinen strampeln. Jo, sie hat deine Kleider auf dem Steg gefunden. Meine nassen Sachen? Nein, deine trockenen Sachen. Was? Sind die schon trocken? Wie spät ist denn? Keine Ahnung. 10 oder so. Was? So spät schon? Ich hab's gar nicht gemerkt. Am 10 haben wir abfahren. Komm, sag ich
und fange an zu kraulen. Wir müssen sofort zurück. Als ich weit weg am Strand das Großmami und der Großpapi sehe, winke ich und rief ganz laut: «Alles okay? Ich komme!» Sie winken zurück. Wir müssen echt weit schwimmen, die Mari und ich. Es ist mega anstrengend. Das Großmami steht am Strand und hebt ein grosses Badtuch auf. Mit letzter Kraft schleppe ich mich an Land und lasse mich ins Badtuch hineingehen. Jetzt brich ich fast zusammen. «Anton, was ist passiert?» rief die Großmami. «Wo bist du?» fragt der Großpapi. «Hey, easy. Alles in Ordnung», sag ich. «Im Piranha geht's gut. Ich habe ihn nur heimgebracht.» «Bist du etwa die ganze Zeit im Wasser gewesen?» fragt der Großpapi. Ich kann es fast nicht glauben. «Ja, ich glaube schon», sag ich. «Aber wir sind doch die ganze Zeit am Strand gestanden und haben umgeschaut. Aber wir haben ihn nicht gesehen.» «Weil er die ganze Zeit unter Wasser war», rief Mari. «Er ist nur ganz kurz auftaucht, zum Luft schnappen.» Ja, so muss es gewesen sein. Und weil ich nie umgeschaut habe, habe ich gar nicht gemerkt, wie weit aus ich plötzlich gekommen bin. «Genau, ich bin taucht», rief ich. «Wie ein U-Boot. Und Mari ist eine gute U-Boot-Finderin.» Mari freut sich und lacht. «Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Aber egal.» «Dankeschön, Mari, dass du ihn da rausgeholt hast», sagt der Großpapi und gibt ihr die Hand. Und das Großmami gibt ihr auch die Hand. Ach, was soll's. Ich gebe ihr auch die Hand. «Dankeschön, Mari.» Und dann sagt die Großmami: «So, komm jetzt, Anton. Wir wollen heimfahren. Das Mami und der Papi warten schon.» Ich ziehe meine Taucherbrille ab und schwinge mir das Bad durch wie einen Mantel über die Schultern. «Hey, kommst du nächsten Sommer wieder hier an?» frage ich die Mari. «Ja, sicher», sagt sie. «Wir gehen immer auf den Campingplatz.» «Und kommen wir nächsten Sommer auch wieder hier an?» frage ich die Großmami. Sie lacht. «Ja, wenn du willst.» «Okay», sag ich. «Alles klar.» Und zu Mari: «Man sieht sich.» Dann schaue ich das Großmami und den Großpapi an und sag: «Let's go!» Aber dann sehe ich den Steg. Der elende Steg. Ich bleib stehen. Ich muss noch einmal anschauen. Irgendetwas macht, dass ich nicht weiterlaufen kann. Und dann geht's los. Ganz tief in meinem Bauch fängt es an zu brennen und brodeln. Meine Düsenantriebsrakete. Sie startet wieder. Ich drehe mich um und sehe, dass die Großmami und der Großpapi schon weitergelaufen sind. Ich sollte doch mitgehen. Ich sollte pressieren. Aber der Countdown läuft schon wieder. 8, 7, 6. «Anton», sage ich mir, «bitte, ganz easy. Bleib jetzt cool. 5, 4, 3. Die Wucht ist einfach zu stark. Ich kann nichts dagegen machen. 2, 1, 0!» Und dann renne ich los. Meine Schritte donnern über den Steg. Im Rennen schmeiße ich das Badtuch fort, lasse die Taucherbrille fallen, schaue die Sandalen von den Füßen und es fühlt sich mega gut an, so über den Steg zu rennen. Er ist wie eine Startrampe. Ich werde immer schneller und schneller und dann hebe ich ab wie eine Rakete. Die Luft um mich herum bewegt sich und ich schreie so laut ich kann: «Caramba!» SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF.
Produziert im Auftrag der SRG.